Geschicht Nummer 87. Ditmaal nach mehr van wat van Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern terug naar Alberta gekommene Mennoniten en Alberta schaufen en so weiter. Laatst Mal vertaal wie wat van wo ältester David Taves en de lot 1930 Jahren eine Gruppe Koloniefamilies von Mexiko versucht, damit zu helfen, dass sie können terug nach Kanada tragen. Nu vertaal wie noch mehr davon. Ältester David Taves hat ook op zo'n steden als de Rheinland Municipality en Manitoba aangevraagd of de Mennoniten op de Wasserreserve vielleicht worden willig zijn de onbemiddelde Mennoniten van Chihuahua terug naar Canada komen te helpen. En in april 1931 erhielt ältester Taves in Western Saskatchewan einen Brief van de Municipality of Rheinland. Sekretär schreibt zo'n dingen als: Ik heb, seit ik dienen brief am Mords erholen heb, bij jeder Gelegenheit versucht uit te kundschaften, of onze Lied sich hier in Süd-Manitoba würden an de Seelen leihen wollen, en als Organisationen Mittel en Wege suchen würden, de mennonitische Families in Mexiko, wo nur unbemittelt durchstoßen, terug naar Kanada zu helfen. In der allgemeinen Gesinnung von unser Lied hier schreibt der Rheinland Municipalsekretär erst diese. Erstens mal sagen die Menschen hier, diese Lied verleiten Kanada nicht wegen religiöser Ursachen, aber wegen ihrer Eigenkopfigkeit. Und sie lebten noch sogar, dass sie den Leben Gott nicht nehmen dort haben, und dort die zurückbliebenen Mennoniten hier wurden zufrieden sein und mochten mit was auch noch bleibt. Diese Lied haben sich die Suppe selbst angebracht, die sollen sie die auch selbst uitleveren. Ich sie nicht dafür zu haben. Und zweitens, so eine Eltern, die dort Kinder haben, die sagen hier, wenn die erst jeden genug zurückkommen wollen, dann kann und muss das auf ihre eigenen Füße passieren. Wir haben die gewarnt, wir helfen nicht. Und drittens, Verwandte sagen hier, wir haben Adel zurückgeholfen, aber Fremde wird nicht geholfen. Dann sagt er wieder, am Großen und Ganzen genommen, sagt der Rheinland Municipality Sekretär, lässt sich hier keine Möglichkeit finden, ein Komitee zu bilden, wo sich diese Sache annimmt. Predigerbrüder von den verschiedenen Gemeinden leben dort auch so und sagen, dort nur dafür verholen, ein gemeinsames Mithelfen hier nicht zustande gebracht werden kann. Denn die Not ist noch nicht groß genug in Mexiko. Oft was die Mennoniten ihre Einstellung gegen die nach Mexiko ausgewanderte Mennoniten damals wirklich so drastisch gewesen ist, als der Rheinland Municipality Sekretär die schildert, dort ist vielleicht eine Frau. Aber die Antworten, wo er dem Ältesten, dem Vertreter von der Canadian Mennonite Board of Colonization gibt, die konfirmieren oder bestätigen nochmal weiter, dort er damals so ein Bett eine Feindseligkeit wie zwischen die nach Mexiko ausgewanderten Mennoniten und die auf der Wasserreserve wohnen gebliebenen Mennoniten. Und wenn diese Wasserreserve Mennoniten ihre Einstellung vielleicht auch einmal halb so extrem gewesen ist, als der Rheinland Municipality Sekretär die damals geschildert hat, dann wäre die nach meiner Meinung doch noch nicht zurechtfolgen. Woran glaube ich, dass die Wasserreserve Mennoniten ihre Einstellung den Mennoniten gegenüber, wenn sie so Jahren von Mexiko zurück nach Kanada tragen wollen, nicht zurechtfolgen wird? Ich glaube erstens mal, dass die Wasserreserve Mennoniten ihre Einstellung, so als der Rheinland Municipality Sekretär die schildert, eine sehr leiblose, rechtliche Einstellung wird. Und zweitens werden die Manitoba Wasserreserve Mennoniten, so als ich das von der sei, ganz am Anrecht daran, wenn sie sehen, dass die nach Mexiko ausgewanderten Mennoniten wegen ihrer Eigenkopfigkeit und nicht wegen ihren Glauben ausgewandert werden. Dann die Manitoba und Saskatchewan Regierungen, als sie 1916 und 1917 ihre eigene Schulgesetzgebung, Schullegislation mögen, dann mögen sie die aufsichtlich so, dass die alle Privatschulen in ihrer Provinzen aus ihrer Existenz zurückdrehen sollen. Und als die Manitoba-Regierung diese Schulgesetzen dann 1920 auf der Wasserreserve durchführt, dann bieten sie da bei der Kolonie ihre Darpa Schulen
in der laubende mennonitische Dorpsamter, wonen betaan die Übersicht über ihre Dorpsschulen gehört haben, nicht dazu zu sagen, wer als Schullehrer angestellt wird oder was der Schullehrer den Mennoniten ihre Kinder lehren soll. Auch der Oldkolonie Lehrdienst hat nichts mehr dazu zu sagen. Die Regierung stellt einfach nicht nur ihre Schullehrer, aber auch ihre eigenen Trustees an und diktiert, was die Mennoniten ihre Kinder gelehrt worden muss. Ähnlich so die diese Saskatchewan Regierung dort auch. Und wenn die Oldkolonie Mennoniten ihre Kinder nicht an die Regierung ihre Schulen schickten, dann wurden an große Geldstrafen abgelegt. Und wenn die mennonitische Familie vorderstück werden, diese Geldstrafen zu bezahlen, dann wurden die in Gefängnisse gestoppt. Das hat wir all mal eher vertalt. Und wenn nur all diesem angeschickten Handeln, die in Manitoba gebliebenen Mennoniten noch zu sagen wären, dass diese Lied uit Eigenkoppigkeit und nicht wegen ihren Glauben von Kanada ausgewandert sind, dann muss man dort zu sagen, so ein Ausdruck beruht nicht auf Wahrheit. Dann die provinziale Regierungen nehmen die Oldkolonie damit den Religionsunrecht ganz aus den Schulen raus, wohnen die föderale Regierung an für weniger als 50 Jahren versprochen hat, dass sie den in Kanada für immer würden holen sollen. De was daar Mennoniten ihre Uitdrücke, zoals de Rheinland Municipality ihr Sekretär, der damals schildert, die reden so ein Bild von einer gewissen Feindseligkeit. Und drittens zu sagen, diese Sub haben die Mennoniten, wo in Mexiko wohnen, und nu terug nach Kanada kommen wollen, sich selbst angebracht, dort stimmt auch nicht ganz. Dann viele von diesen Lied, wo in den loten 1930er Jahren so jeden terug nach Kanada kommen wollen, dort wären junge Eltern, wo von ihren Eltern mal nach Mexiko mitgenommen worden wären. Sie hatten zu der Entscheidung, nach Mexiko auszuwandern, nichts zu sagen gehabt. Diese Entscheidung hatten ihre Eltern voran gemerkt und nicht sie selbst. Und dann zu sagen, dass diese Lied sich ihre Sub selbst angebracht haben, das ist nach meiner Meinung so falsch, so unbedacht, so leiblos und so rechtlich, als das mal sein kann. Und viertens hatten damals so viel, als ich davon gehört habe, weil einige von den Auswandernden vorderst gesagt, nicht, dass sie den lieben Gott mitnehmen nach Mexiko, aber dass sie den Feind in Kanada leiten. Und dort ist auch sehr viel zu viel gesagt. Dort ist auch unbedacht, leiblos, sogar gottlos geredet. Aber sonst steht auch mal eine sehr kleine Minderheit von Auswanderern. Wie die meiste von an, regt dort wieder aus dort. Als der David Tives früher auch bei dem MCC in Akron, Pennsylvania an, auf sei vielleicht wurden diese mennonitische Familien von Chihuahua damit helfen können, dass sie zurück nach Kanada kommen können. Aber das ist ungefähr, was der MCC Angestellte in Akron am zur Antwort geben. C. Hiebert schreibt, die Lied haben hier wohl mehr mitgefeilt mit diesen Menschen, aus dem Manitoba-Lied sagen, das sie haben. Aber ich habe wenig Aussicht, hier genug Gelder zu sammeln, um eine große Anzahl von diesen Menschen nach Kanada halten zu können. Denn man klagt auch hier überall über Geldmangel. Ich lade auch etliche Brüder in Newton, Kansas diese Sache für. Da wären Ori Miller, A. Warkentin, C.H. Krebil, John Lichty und P.H. Unruh. Und diese Männer hatten auch sehr wenig Aussicht, dass von hier finanzielle Hilfe kommen kann für diese Sache. In der kanadischen Regierung ihre Antwort zu Elders David Tives seine Frauen wäre ungefähr diese. Die in Kanada geborene Personen können wohl, so sehen die Regierungsbeamte, aus Kanadier zurück nach Kanada kommen. Aber die in Mexiko geborene Personen, für die muss sich in Kanada wer verantwortlich merken, weil alle Eltern so sehr arm geworden wären. Die Immigrationsregeln verlangten, dass sich in Kanada wer verbergen muss für so eine arme Familie, wo sie fehlten nicht genug Mittel mitbrachten, um ihre in Mexiko geborene Kinder in Kanada wenigstens nicht am Anfang versorgen zu können. Und dort wir in Kanada scheinbar kein Verwandter willig zu tun für die meiste von dieser Familien.
so dass es nicht dort gekommen ist, dass diese Gruppe Ölkolonie Familien in Alberta taub Siedlungsland schepen und aus Gruppe trägt nach Kanada kommen können. Das ist wenigstens zum Teil zu verstehen. Dann in den 1930er Jahren schreien die Formen in Manitoba und Saskatchewan auch sehr kleine Arten. Aber eine ganze Anzahl von diesen Familien sind 1940 und 1941 einzelwies oder in viel kleinere Gruppen nach Kanada gekommen. Eine Person, ein Glied in der Cornelius-Wolf-Familie beschreibt die Familie ihre Reise von Chihuahua, Mexiko, bis Buffalo Head Prairie in der Peace River Gegend in Alberta, wo sie Land kauften und sich tüßmürken. Jakob C. Wolf, Cornelius Wolf und er sehen, in seine früher Gata Teichreib trocken auch mit der Wolf-Familie mit, nach Buffalo Head Prairie in Alberta. Hier folgt nu kort opgevoerd door eine Familie van Chihuahua, de Wolf-Familie, ihre Reise nach Buffalo Head Prairie, Alberta, 1940-41 ging. Im August 1940 fuhr die Cornelius Wolf-Familie von Chihuahua, Mexiko mit 2 Autos, von wonem eins noch einen Anhänger mit Sachen mitschleppen musste, was sieht Manitoba. Als sie dort kämen, dann wären sie auch sozusagen ganz uit Geld gerannt. Aber hier konnte die Familie genug Geld verdienen mit Sackarbeiten, vor man ihre Abend anbringen helfen, um da wieder ihrem Ziel zu reisen zu können. Als die Wolf-Familie bei Zwifker in Saskatchewan gekommen wäre, dann bleiben sie dort bei ihren Verwandten über den Winter, wie sie dann all Tolot im Haus wäre, um nach Reite kommen in Alberta von der Stadt Peace River mit einem Boot lang den Peace River Bad Jones Landing zu schwammen. Und dort wir damals noch der einzige Weg, diese letzte Streik von ihrer Reise fahren zu können. Im Mai 1941 fuhr die Wolf-Familie von Zwifker auf bei der Stadt Peace River, wo sie am 5. Juni all ihre Sachen an einem Riverboot anladen und dann mit alles top lang den River Bad Jones Landing fuhren, wo sie am 7. Juni ankamen. Von dort fuhr die Wolf-Familie weiter mit eigenen Fahrten bei Buffalo Head Prairie, wo Cornelius Wolf Land kauft und die ganze Wolf-Familie sich daboven ansiedelt. Nur etliche Jahren können Jakob und Agatha Wolf diese Wirtschaft von ihren Eltern schäpen. Und Agatha, die Tochter von Johann und Agatha Ernst Teichreib, wohnt von der 2005 noch einmal auf der Wolf-Familie-Farm mit 2 von ihren Töchtern. Agatha ist als 87 Jahre alt. Sie ist meine kleine Cousine, mein second cousin. Agatha, ihre Großeltern wären Bernhard Ernst und Aganita Redekop, und meine Großeltern wären Abraham Ernst und Elisabeth Redekop. Diese 2 Paar wären also doppelte Geschwister. Ich glaubte Agatha Wolf kurz an und frug ob sie sich noch besinnen kann, wo viele Familien von 1939 bis 1942 von Chihuahua oder La Creek, Buffalo Head Prairie für Familiengegenden in Alberta angetroffen wären. Und sie können auch ganz leicht mehr als eine Dutzend Familien abreden. Nur dort noch, was Agatha Wolf und eine Anna Schmidt und etliche andere Personen mir verteilt haben von dem Ölkolonie nur Alberta tragen, dann sind er von 1936 bis 1942 sowie 20 Familien von Mexiko in diese Gegenden hineingetroffen. In ungefähr der Hälfte dieser Familien wären ganz junge Familien. Und all diese Eltern haben von der all 3 oder 4 Generationen von Nachkommen, wo in Kanada wohnen, und dort allein sind bestimmt all mehr als 1000 Nachkommen. Dann die meisten von diesen Lied hatten wenigstens die erste Generation, gleichzeitig noch große Familien. Jakob Wolf und Agatha Teichreib haben 13 Kinder, von wonen 11 befreit sind. Die Mennoniten in der Peace River Gegend in Nord-Alberta sind lang nicht alle Ölkolonien. Aber die ölkolonische Gemeinde ist vielleicht doch die größte Gemeinde dort. Die hat in dieser Gegend noch 4 Kirchen.
Ich had gerade von der Jakob en Agatha Wolf-Familie die Buffalo Head Prairie in Alberta geredet. Und nu will ich je zwei von meinen Erinnerungen vertellen. Eine von Agatha Teuchrub Wolf, ihrem Vater Johann Teuchrub, und eine von ihrem Großvater, meinem Ella-Onkel Bernhard Enz. Die Johann Teuchrub kam in Blumenort in Mexiko manchmal noch ans zur Nacht, wann er eine vorige Trägt noch auf Heimat geführt hat. Und wie Junges leichten dessen weil sie immer so ein Bett mit uns zu stoßen versucht. Und dann, als er einmal war bei uns war, und wir uns alle an der büterste Kirche waschen und jamden, dann wasch die Teuchrub sich natürlich auch, und stellt sich dann so, als er dort jeder Mahlzeit vor dem Spiegel han, kickt er näher und kam sie hoch. Und bei uns sagt er zu uns, ich muss doch sicher merken, dass ich meinen Strich gleich krieg. Als wir Jungs dann alle im Bett lachten, wie sie einen sehr kohlen Kopf oder einen sehr breiten Strich hat, dann seht ihr noch ganz ernst. Die Prediger wollen doch das gar nicht haben, dass die Männer ihren Strich in der Meer haben sollen. Aber mir loten sie den doch haben. Sie haben mir noch keinmal was dagegen gesagt. Hier muss wir verdammt mal weiter aufbrechen. Aber erst habe ich noch eine Frau für ihr. Wisst ihr all, dass die Hälfte von 12 nicht immer das ist? Das kann auch 7 sein. Nächstes Mal erst ein Geschichtchen von unserem Ella Bernhard Enz und danach war der mehr von unseren Mennoniten in Alberta. Aber nächstes Mal. Das ist George Rampe.